Wunderschönen guten Abend, Freunde der Nassrasur. Wir stehen kurz vor der Sommererweiterung. Die Sommererweiterung beinhaltet ebenfalls Anpassungen an bestehenden Kartenpool. Karten werden verschoben, neue Karten werden abgeändert. Bindung als Mechanik verschwindet sogar. Und aufgrund dieser Erkenntnis stelle ich euch noch ein letztes Bindungsdeck vor, weil Bindung hat mir an und für sich sehr gut gefallen. Aber da ja jetzt Bindung wegfällt, wird das eine der letzten Runden sein, die mit Bindung noch gezeigt werden kann. Wir kriegen mit der Sommererweiterung auch eine neue Unterstützernation, Australien, mit Wetter und so Zeugs könnte spannend werden. Mal sehen, wie sich die Meta verändert dadurch. Aber dann bauen wir doch zuerst mal so ein Deck. Wo muss ich hin? Wie baue ich jetzt ein Deck? So nicht Karten. So baue ich ein Deck. Genau, so geht das. Also Bindung. Für Bindung braucht es im Prinzip Großbritannien wegen der Elite-Karten, würde aber auch mit Japan als Hauptnation gehen. Ich kombiniere jetzt England mit Japan. Alle Karten, dann Bindung rein, damit mir alle Karten mit Bindung angezeigt werden. Bindung Japan. Japan ist ein großes Japan. Gut. Also, was benötigen wir? Wir benötigen sicher mal diese Karte, die mir da immer für das Hauptquartier einen Lebenspunkt gibt. Die Karte macht alle Bindungskarten günstiger. Zwei von diesen, zwei von diesen. Ne, Bindung, Schock könnte was sein. Da haben wir Blitz drin. Nehmen wir mal, der nehmen wir da zwei, da ein. Dann die Wache, diesen da. Blitzbindung vermutlich eher nicht. Das da hier wäre noch was. Bindung Schnellfeuer. Das lassen wir mal sein. Das lassen wir auch sein. Okay, dann nehmen wir die Bindung weg. Was brauchen wir jetzt noch zusätzlich, für dass wir da ein funktionierendes Deck erhalten? Also ich würde sicher gerne diesen zwei kommen rein. Die finde ich nicht so toll, die lasse ich außen vor. Flieger habe ich jetzt hier eine 6. Ja, könnte noch Fliegerschaden mit reinnehmen. Ich brauche sicher noch mehr Wachen. Fliegerkonter ist das sicher nicht so schlecht. Die nehmen wir noch mit rein. Der ist auch gut. Vielleicht einen rein. Den Flieger da, vielleicht auch einen rein. Da brauche ich beide. Die nehmen wir auch noch mit. Da hatten wir noch zwei starke Wachen, die nicht geklaut werden können. Diese zwei habe ich schon 35 Karten. Ich kann noch 3 Japaner mit reinpacken. Den lassen wir diesmal sein. Habe ich. Also, was von den Japanern nehmen wir noch mit?
Den hätte ich eigentlich auch gerne mindestens einmal im Deck. Lieber zweimal. Diese Einheit hat Blitzschock und gibt mir eine Wacheinheit. Diese Elite-Einheit nehmen wir jetzt nicht mit rein. Das wäre noch was. Bis ich dann irgendwas Hochpreisiges wieder entfernen. Die habe ich eigentlich auch gerne im Deck. Weil dann die Runde gleich zu Ende ist. Nehmen wir noch den mit rein, der macht immerhin jedes Mal einen Schaden. Die Vernebelung und den +1er. Der müsste auch mit rein. Die wäre auch noch spannend. Okay. Müssen wir noch was Japanisches rauswerfen. Blitzschock wäre auch cool. Also 3 Karten zu viel. Ein 6er fliegt raus. Dann habe ich Japan komplett. Hier nehmen wir noch einen weg. Und diese Elite-Karte raus. So, versuchen wir das mal. Kartenrücken für Japan nehmen wir Kriegsschauplätze normalerweise und Tunis. Dann gehen wir gleich rein in eine Testrunde. Ich sag mal, ich spiele 2 Testrunden, damit das Video nicht so lange wird. Dann gibt es am Samstag vielleicht nochmal 3 Runden mit diesem Deck. Und eventuell haben wir dann schon die Sommererweiterung oder die Balanceanpassungen. Es gibt ganz viele Buffs, also Karten werden verbessert. Und ganz wenige, die verschlechtert werden. Jetzt habe ich da noch die Effekte. Nehmen wir die wieder rein. So. Das ist ein russisch-französisch Spielender. Kann sein, dass er dann mit Panzer spielt. Ich gehe jetzt hier mal in die Front. Und zwar mit allen. Den zerstören wir jetzt mal nicht. Wir nehmen diesen Panzer rein. Der wird mir jetzt diese Einheit zerstören. Okay. Alle Kartenverbindungen der Hand um 1 und meine Einheiten. Ich habe keine Karten mit Bindung. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber was soll ich machen? Ich gehe hier in die Front und greife den an und zerstöre. Dann hat es zwar viele
Credits. Vielleicht kann er sie noch nicht sinnvoll nutzen. Oh doch, er kann. Wenn ich jetzt dies mit rein, dann muss er einmal angreifen, verliert seine Bewegung. Kommt in die Front. Dann greife ich den an. Jetzt kann er die eigentlich mit so einer Tauschkarte viel stärker machen, als sie sind. Wird er auch machen, hier in der Front. Das wird jetzt ein Problem werden, weil ich kann den ja nicht. Ich kriege den Panzer nicht weg und den wird er auch noch aufdoppeln zu einer mächtigen, kräftigen Einheit. Also ich mach mal abfangen. Okay, das war jetzt irgendwie spannend. Also der muss mal weg. Der, bevor er ihn verbessern kann. Dann möchte ich nicht, dass der in die Front kommt. Und ich möchte nicht, dass ich einen Schaden an meinen Einheiten kassiere durch einen Befehl. Oh, der zieht seine Karten. Ja. Okay. Ich beschäftige ein bisschen Credits. Also eigentlich kann ich ja nicht mehr gewinnen da. Das Spiel ist eigentlich und dann kriege ich weg. Ich kann jetzt ein bisschen auf Zeit spielen. Mir werden jetzt auch die richtigen und wichtigen Karten.
Punkte an der Front. Um mich zu kassieren. 9,15. Wenn er jetzt meinen Flieger angreifen würde, dann ja. Aber das wird er nicht machen. Er wird jetzt mein Hauptquartier angreifen. Dann spielen wir noch eine zweite Runde. Bindung mit Japan. Hat jetzt die Synergie vom Deck hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Ich hatte ein bisschen Pech mit meinen Karten. Aber auch mit weniger Pech hätte ich das Spiel ziemlich sicher nicht gewinnen können. Vermutlich hat er auch diese russische Karte, wo er mir eine Dreier-Einheit einfach wegstibitzen kann. Gut, jetzt haben wir da Bindung. Der muss weg, den behalte ich, den fange ich an. Falls. Ich setze jetzt den, um den zu neutralisieren. Na, das ist okay. Ein Mischler. Ein kleiner Mischler. Also ich brauche diese Wache. Macht mir zwar einen Schaden, aber durch diese Karte kriege ich den Schaden gleich wieder weg. Okay, dann gehen wir jetzt. Dann blockieren wir jetzt mal diesen und warten, bis er da in die Front zieht. Ziehe eine Karte, okay. Das ist ein bisschen doof. Ich habe da keinen Blitz erhalten, weil ich nicht eingesetzt, sondern hinzugefügt habe, okay. Also jetzt muss er mir diese Einheit angreifen. Das ist recht spannend. Dann wird noch rumgemischelt da. Okay, so ein Japan-Rusher. Wenn ich den jetzt einsetze. Ja, ich muss den bringen. Das kann der +1. Okay. Jetzt muss ich den bringen.
wenn ich jetzt 4, 3, soll ich, 2, ja, ich bring den. Ich muss mein Hauptquartier schützen, dann braucht er alle schon, um meine Wache wegzumachen. Ja gut, er zieht sie einfach weg. Und dann kriegen alle Plus. Beim Mischen, okay. Ich brauche... Der muss weg. Und wenn ich den setze, dann zerstört er mir. Ich komme mit diesem da, dann kriege ich plus 1 Leben oder er greift mir einmal an, dann kann ich das Hauptquartier entlassen. Ja, okay. Diese Japan-Mission. Hoffentlich wird es ein bisschen entschärft, dieses ganze Japan-Mischler-Zeugs. Also haben wir da 6. Ein bisschen was zerstören könnte ich mit diesem. Müssen wir probieren. Zum Glück habe ich den weggekriegt. Dann habe ich hier eine zusätzliche Wache. Und ich habe dann noch einen Punkt. Und das war's. Tja. Diese Rusher. Gefällt mir gar nicht so zu spielen. Mag ich nicht. Hat jetzt mit meiner Bindung Japan-Deck überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, probieren, immer wieder versuchen. Irgendwann gibt es eine Lösung gegen diese Rusher. Ich werde noch ein paar Folgerunden veröffentlichen am Folgetag. Aber das war es jetzt erstmal für Bindung mit Japan oder für Bindung im Allgemeinen, da Bindung ja jetzt mit der Sommererweiterung aus dem Spiel genommen wird. Ich danke vielmals zum Zuschauen und Zuhören. Bis morgen. Tschüss.